Hier, unter den Bergen von Romagna und Jahorina in der Nähe Sarajevos, liegt die Ortschaft Pale, ein verträumtes Nest mit etwa 6000 Einwohnern. Von hier aus zog Serbenführer Radovan Karadzic gegen die Moslems und Kroaten in den Krieg. Mit dem Friedensabkommen von Dayton wurde Pale nun offiziell die Residenzstadt der Republik Srpska. Und viele Serben aus Sarajevo, geschätzte Zahl 140.000, zieht es hierher, denn sie sehen der Teilung Sarajevos in einen serbischen und moslemischen Teil mit Skepsis entgegen. Sie weigern sich, unter moslemischer Verwaltung zu leben. Die Serben haben ihre Stadtteile in Sarajevo verloren. Wir rechnen aber nicht damit, dass sie alle Sarajevo verlassen werden. So wurde uns nach dem Auftrag für den Entwurf einer neuen serbischen Hauptstadt nahegelegt, in unseren Plänen auch die Teile von Sarajevo mit einzubeziehen, die dem Daytoner Abkommen zufolge der muslimisch-kroatischen Föderation zugeteilt wurden. Die Serben ziehen um. Doch Pale ist viel zu klein, um all diese Menschen unterzubringen. Hilfe kam aus Belgrad. Von dort kommt die Idee für das Projekt mit Namen Palepolis, das den Bau einer neuen serbischen Hauptstadt auf den Wiesen von Pale mit dem künftigen Namen Serbisch Sarajevo vorsieht. Geplant sind 4 urbane Einheiten. Von Bedeutung dabei ist das Gebiet von Lukavica, das an Sarajevo anschließt und als Wohngegend vorgesehen ist. Für die Region Pale sind kulturelle, administrative und universitäre Einrichtungen beabsichtigt. Hier ist die Universität geplant, hier das Krankenhaus und in der Mitte von Pale soll das Zentrum des künftigen Serbisch Sarajevo entstehen. Das Konzept sieht vor, dass nur wenige Gebäude im Zentrum von Pale erhalten bleiben. Stattdessen geplant ein moderner Stadtkern mit großer Domkirche, Parlament, einem Volkstheater, das, ausgestattet mit 2 Galerien und 4 drehbaren Bühnen, monumentale Dimensionen besitzt, sowie dem Präsidium. Von dort aus soll Karadzic oder sein Nachfolger die Geschicke des Serbenstaates lenken. Mit dem Bau von Palepolis ist auch die Intensivierung des Wintertourismus verbunden. Bleibt bloß die Frage, wer soll das alles bezahlen? Würden die Bauvorhaben für Palepolis alle auf einmal realisiert, wären die Kosten gigantisch. Ohne internationale Hilfe könnte dies die Republik Srpska nicht mal gemeinsam mit dem Rest Jugoslawiens finanzieren. Die Wirtschaft der Republik Srpska ist durch Krieg, Embargo und miserables Wirtschaften völlig ruiniert. Und angesichts des politischen Ansehens der Serben in der Weltöffentlichkeit erscheinen die Chancen auf Investitionen aus dem Ausland eher gering.